Es geht um das Königreich von Gott. Lange konnte ich nichts mit dem Begriff anfangen, weil wir leben ja nicht irgendwie in einer Monarchie oder so. Auch England, das Königshaus ist mir jetzt nicht so nah, aber ich erkläre euch heute, warum das mir so am Herz liegt, und vielleicht schaffe ich, dass dir auch am Herz liegt nachher. Also der Titel heißt das umgekehrte Königreich, und der Untertitel ist: Lohnt es sich, Gott nachzufolgen? Lohnt es sich wirklich, Gott nachzufolgen? Oder jetzt haben wir 3 Wochen von Leo gehört, dass wir Gott erleben können, Gott entdecken können und dann das auch weitergeben können. Und das ist so eine Zwischenmessage, bevor wir dann nächste Woche eben in diese Serie gehen, wo es darum geht, die Waffenrüstung Gottes, wie wir die geistlichen Kämpfe kämpfen können in unserem Leben. Und heute, ja, um was geht es eigentlich in diesem Reich von Gott? Was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen, ganz spezifisch? Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Seid ihr ready? Yes. Gut. Hast du dich auch schon mal gefragt, vielleicht hast du gerade jetzt erst kürzlich dein Leben Jesus anvertraut? Manchmal denke ich, wenn ich so Leute angucke, die sich Jesus hingegeben haben, wird das Leben wirklich einfacher mit Jesus oder wird es zuerst mal auch ein bisschen schwieriger? Weil du beginnst Jesus nachzufolgen und zuerst sehen wir diese Leute, die sich taufen lassen und die Gesichter strahlen, die sind einfach, du siehst diesen Glanz des Heiligen Geistes auf den Gesichtern, und dann manchmal nach so einiger Zeit, dann triffst du Leute, die das erlebt haben, aber die gehen durch dunkle Täler hindurch und die haben so viele Schwierigkeiten, wo direkt mit dem Glauben zu tun haben. Und dann stellt sich doch die Frage, ja, wäre es nicht besser gegangen, wir hätten Jesus gar nie angenommen? Darf man so eine Frage stellen in der Kirche? Natürlich kennst du meine Antwort, es lohnt sich definitiv, Gott nachzufolgen. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen, warum das so ist. Und ich sage dir warum. Wenn du Jesus beginnst nachzufolgen, dann machst du einen Herrschaftsübertritt. Es gibt nämlich 2 Königreiche. Es gibt das Königreich der Finsternis, des Teufels. Und dann sagst du, Jesus, ich gebe dir mein Leben, danke, hast du mich gerettet. Und du trittst hinüber in ein anderes Königreich, einen anderen Herrschaftsbereich, nämlich das Königreich des Lichts von Gott. Und diese 2 Reiche oder diese 2 Regierungen, die haben gar nichts, aber auch gar nichts miteinander gemeinsam. Das ist richtig crazy. Darum heißt das umgekehrte Königreich, heißt die Message. Und Römer 13,12 schreibt Paulus: Bald ist die Nacht, das ist das alte Königreich, vorüber, und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit, zum alten Reich gehören, und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Also Paulus schreibt hier, hey, das alte Reich, das geht im Fall vorbei. Der Teufel ist besiegt. Amen? Das wissen wir, weil seit Jesus am Kreuz gehangen hat, gelitten hat und für dich und mich gestorben ist und dann den Tod überwunden hat, weil er auferstanden ist das alte Reich grundsätzlich vorüber. Aber ähnlich wie Paulus hier schreibt, es ist so Dämmerung, ähnlich wie wenn der Tag anbricht, die Nacht ist trotzdem noch nicht ganz vorbei. Du kannst es immer noch sehen in den Gesichtern der Menschen, die hier schlaftrunken umherwandeln. Du kannst es spüren an deinem eigenen Körper. Und Paulus sagt, verhaltet euch so, dass es für die Zukunft Sinn macht. Was ich damit meine, ist nicht so kompliziert. Es ist, wenn du am Morgen aufwachst und es ist, keine Ahnung, wann du aufstehen musst, 6 Uhr, 7 Uhr, die Handwerker werden sagen, sicher nicht schon 5, aber egal wann, irgendwann klingelt dein Wecker und du wirst dich ready machen für den Tag. Du wirst deine Kleider anziehen, vielleicht wirst du vorher duschen, was auch immer du tust, du machst irgendwelche Push-Ups und so, machst dich ready für den Tag, weil du weißt, jetzt kommt der Tag. Wenn du aber in der Nacht um 2 Uhr, 3 Uhr morgens aufwächst, dann tust du das nicht. Du rollst einfach einmal quer über die Matratze irgendwie und du versuchst nochmals zu schlafen. Aber wenn du weißt, der Tag kommt, dann machst du dich ready für den Tag. Und das ist, was Paulus hier meint. Er sagt, macht euch ready für was das kommt. Epheser 5 schreibt er dann, früher habt ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt dann nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Kommt er raus?
Was das jetzt spezifisch heißt und warum diese Reiche so miteinander kollidieren, möchte ich euch erklären am folgenden Grafik. Es gibt verschiedene Weltanschauungen und ich habe jetzt einfach mal eine herausgepickt, die Critical Theory oder die kritische, nein, kannst noch eins zurück, die kritische Theorie und die mit dem Christentum verglichen. Du kannst auch eine andere Weltanschauung nehmen, aber diese ist sehr populär, vielleicht auch wenn du studierst, dann wirst du diesem Mindset immer wieder über den Weg laufen. Und schau dir mal an, wie anders Menschen denken, die Christen sind und im Christentum unterwegs sind oder die von einer Ideologie geprägt sind, die sagt, es gibt keine Schöpfung. Ja, was war dann da? Ja, wir wissen es nicht, aber es gibt keinen Schöpfergott, das kann man nicht beweisen. Okay, wir Christen glauben, wir sind schuldig geworden vor Gott, Adam und Eva haben gegen Gott gesündigt und unser Herz ist das Problem. Aber Menschen, die eher diese Ideologie wie Critical Theories haben, werden sagen, nein, das System ist das Problem, nicht dein Herz, sondern das um dich herum ist das Problem. Darum musst du auch dort ansetzen. Also du brauchst nicht Erlösung, du persönlich, sondern du musst aufstehen, musst protestieren. Du musst laut werden für das, was du glaubst, für jede Ungerechtigkeit, die du antriebst und für jede Pflanze, die zugrunde geht, musst du aufstehen. Das ist deine Art, wie du dich erlöst. Ja, was ist die Wiederherstellung? Wir Christen glauben, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er nimmt dich aus Gnade an und erlöst dich. Das Himmelreich kommt und bricht herein. Aber die Ideologie von Critical Theory wird sagen, es ist dann Wiederherstellung, wenn die jetzt unten sind, oben sind und umgekehrt. Wenn eine Machtumkehr stattfindet, dann ist Wiederherstellung. Okay, das sind so zwei verschiedene Glaubenssysteme. Jetzt gehen wir in den nächsten Slide und ich zeige euch, warum das so relevant ist. Je nachdem, wie du denkst, wie du tickst, was deine Überzeugungen sind, das wird sich widerspiegeln, wie du lebst und wie du reagierst auf Situationen. Tim Keller nennt das auch eben the Upside-Down Kingdom, das umgekehrte Königreich. Weil die Welt sagt, wenn dir jemand schräg reinkommt, du musst Rache üben. Das geht um deine Ehre hier. Die Bibel aber sagt, wir sollen vergeben und segnen. Als Jesus auf dem Berg ist und die Bergpredigt seinen Jüngern vorstellt, ist das sein Manifesto, seine Art, wie er das neue Königreich erklärt und einläutet und sagt, schaut, wenn ihr zu mir gehören wollt, ich erkläre euch, wie es läuft. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt, du kannst es einfach so oben lassen, wir haben diesen Vers nicht auf dem Screen, aber ich lese euch ein bisschen vor. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört das himmlische Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern. Sie werden Freude finden und Frieden. Glücklich seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet um meinetwillen, denn euch gehört das Himmelreich. Er geht weiter und sagt, ihr habt gehört, wie euch gesagt wurde, ihr sollt die Ehe nicht brechen. Aber ich sage euch, schon wenn ihr daran denkt, die Ehe zu brechen, habt ihr die Grenze überschritten. Ihr habt gehört das, bla bla bla. Ich aber sage euch, la la la. Versteht ihr? Nur schon in der Rhetorik von Jesus wird in der Bergpredigt klar, jetzt kommt ein neues Reich. Und das verträgt sich nicht mit dem alten Reich. Wo früher Stärke gefragt war, ist Schwäche plötzlich eine Tugend. Hast du gewusst, dass wenn du dich schwach fühlst, dass Gott in dir stark ist? Und das ist kein Spruch, der so nett noch auf ein Teebeutelchen passt, auf einem christlichen Kalender. Da ist Leben drin. Da haben Leute ihr Leben gelassen und haben genau das erlebt und gespürt. Das Äußerliche zählt, sagt die Welt. Du musst deinen Schein wahren. Gott schaut auf dein Herz. Du kannst ihn nicht täuschen. Streben nach Popularität prägt das Denken der Welt. Zufriedenheit in Gott ist, was Gott dir anbietet. Ich bin das Zentrum. Meine Träume und meine Ziele, sagt dir die Welt. Im Reich Gottes ist Gott im Zentrum. Und der letzte Punkt, die Welt sagt, du musst Macht ausüben, Macht bekommen und ausüben. Und Jesus sagt, wer der Größte sein will, der soll allen dienen. Wir lesen das in Markus 10. Da rief Jesus alle zusammen und sagte Folgendes. Und er sagt diese Worte, nachdem seine Jünger darüber diskutiert haben, wer der Geilste ist von ihnen. Wer von uns darf vielleicht zur Rechten von Jesus mal sitzen? Komm, wir fragen ihn.
Diese Dreistigkeit, stell dir mal vor. Ich glaube, die haben wirklich nicht gewusst, dass mal über sie geschrieben wurde, weil sonst hätten sie viele Dinge nicht gesagt. Jesus sagt, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus, aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen, und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Bam, drop the mic. So hat Jesus sein Reich erklärt, immer und immer und immer wieder erklärt, immer wieder gezeigt, wie es geht. Die ganzen Evangelien haben diese Geschichten drin. Wenn du dich in ein Leben versetzt, wie es dazu mal war, dann hat das direkt kollidiert mit den Systemen, die die Leute im Kopf hatten. Die Religiösen und auch die Leute, die nichts mit Religion am Hut hatten. Das finde ich so crazy. Und heute sehen wir Früchte von dem. Zum Beispiel das Wort Premierminister. Denkst du, was soll Premierminister? Prime Minister. Der Leiter von einem Land, zum Beispiel in England, heißt Prime Minister. Das kommt aus dem französischen Premier, ja? Et Ministre. Und heißt eigentlich der erste Diener. Das höchste Amt, das es politisch gibt, hat den Namen in unserer westlichen Gesellschaft eines Dieners von allen. Das ist der Same des Evangeliums, der aufgegangen ist über die Jahrhunderte. Fair enough, manchmal sollte man die Leute daran erinnern, was ihr Titel bedeutet. Und sie verhalten sich nicht immer dementsprechend, aber die Idee dahinter ist sogar im Namen installiert. Ich finde das recht crazy. Und weißt du, warum das so ist? Weil Jesus hat ein Königreich gebracht, das man nicht mit Waffengewalt vorwärts treiben kann. Darum haben die Juden auch nicht erkannt. Die Israeliten haben gedacht, da kommt ein Heerführer, da kommt wer, der befreit uns von Rom. Sie haben ihn nicht erkannt, weil Jesus hat gesagt, mein Reich ist wie ein Same, das in den Boden fällt und stirbt, damit es Frucht bringt. Und das hat Jesus am Kreuz getan für dich und für mich. Und dieser Same, der gesät worden ist, der ist über die Jahrhunderte aufgegangen. Ich möchte dir eine Linie aufzeigen. Da gibt es ein Buch, das Augustinus von Hippo, das hat nichts mit Hippo zu tun im Zoo und so, sondern er hat ein Buch geschrieben, der hat in Hippo gelebt und er war Bischof da und hat ein Buch geschrieben über dieses Königreich Gottes und wie das mit der Welt zusammenhängt und hat bereits dort festgestellt, die beiden Reiche vertragen sich nicht. Und über das Dienen hat er Folgendes aufgeschrieben. Denn die, welche Sorgen befehlen, Mann der Frau, Eltern den Kindern, Herren den Knechten, die, für welche gesorgt wird, müssen gehorchen, Frauen den Männern, Kinder den Eltern, Knechte den Herren. Aber im Haus des Frommen, der aus dem Glauben lebt und auf dem Weg zur himmlischen Stadt ist, befehlen die, welche befehlen, denen, über die sie herrschen zu scheinen, dienend. Denn sie befehlen nicht aus Herrschsucht, sondern aus Pflichtgefühl. Nicht aus Stolz wie Fürsten, sondern aus Fürsorge wie Eltern. Das hat dieser Augustinus geschrieben im 4. Jahrhundert. Kannst du dir diese Revolutionskraft vorstellen, die diese Worte enthalten in so einer antiken Welt, die ganz anders funktioniert? Und viele Errungenschaften, die wir heute als selbstverständlich nehmen, wie zum Beispiel die Menschenrechte, haben sehr direkt mit dem Evangelium zu tun. Dass Gott gesagt hat, ihr seid in meinem Ebenbild geschaffen, darum hast du eine Menschenwürde. Menschenrechte gibt es nicht, wenn es keine Menschenwürde gibt. Und die hat Gott installiert, als er gesagt hat, ich habe den Menschen in meinem Ebenbild geschaffen. Ausbildung ist auch sowas. Viele der ersten Ausbildungsstätten waren Klöster, waren religiöse Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und gesagt haben, es ist doch nicht gut, wenn nur eine oberste Elite gebildet ist und lesen kann. Lass uns das ändern und haben Schulen gegründet, Spitäler gegründet. Eine meiner kleinen Lieblingsgeschichten ist der Kyrill von Byzanz. Kennt ihr den? Nein, gell. Aber du weißt, was er bewirkt hat. Ich sage dir auch, warum. Er war ein Missionar, der Richtung Russland gesendet wurde. Und er kam zu einem Volk, das weder lesen noch schreiben konnte.
Was hat er gemacht? Er hat ein Alphabet erfunden. Ein Alphabet, das später weiterentwickelt wurde zum kyrillischen Alphabet, das heute noch in Russland verwendet wird. Er hat ein Alphabet erfunden, damit er die Geschichten der Bibel den Leuten näher bringen kann. Ist das nicht crazy? Mich begeistert das, weil das Evangelium, dieses dienende Herz, Früchte trägt über Jahrhunderte und bis heute Spuren zeigt. Wir wissen es einfach nicht mehr immer so offensichtlich. Die Sklaverei, die abgeschafft wurde, hat direkt damit zu tun, dass Christen aufgestanden sind, als oft die Einzigen gesagt haben, das geht nicht in die Tüte, das ist nicht vereinbar mit dem Wort Gottes. Ja, es hat Jahrhunderte gedauert, aber Christen sind aufgestanden und haben sich für das stark gemacht. Missionsgesellschaften und so weiter könnt ihr den ganzen Abend füllen mit dem, was das Evangelium heute in deinem Leben für Auswirkungen hat, dass du die Freiheit genießt, hier sitzen zu können oder zu Hause vor einem Screen und niemand wird dich verhaften, weil du meiner Stimme zuhörst oder deine Hände erhebst, um Gott anzubeten. Ist das nicht crazy? Ja, lass uns Gott für das Danke sagen. Man könnte ja denken jetzt, wenn diese Früchte so toll sind, warum will denn nicht jeder Christ werden? Warum will nicht jeder Staat ein christlicher Staat werden? Jeder Staat müsste doch möglichst viele Christen haben wollen in seinen Grenzen. Weißt du, der Punkt war schon zur Zeit von Jesus so und ist auch heute noch so. Es gibt Widerstand gegen dieses Reich Gottes. Von außen und von innen, von dir selbst. Von außen, weil du kämpfst, sagt die Bibel, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte in der Finsternis. Und die wollen diese Menschen gebrauchen, die noch im Reich der Dunkelheit sind. Die werden sie gebrauchen, um gegen dich aufzustehen und das Evangelium zu stoppen. Da ist ein Hass da, der gegen Gott gerichtet ist, gegen Jesus, gegen sein Wort, gegen die Juden. Das kannst du heute 1:1 in der Zeitung nachlesen. Die Spuren auch vom Reich der Dunkelheit sind ebenfalls sichtbar. Und der Widerstand kommt auch aus dir selbst, weil du immer wieder sterben musst für deine eigenen egoistischen Leidenschaften, die du in dir trägst, die ich in mir trage. Schau, wie können wir denn jetzt Jesus nachfolgen, wenn es irgendwie so ein bisschen schwierig ist? Von außen haben wir Opposition und von innen unseren eigenen, in der Schweiz sagen wir, den Sauhund, zu overcome our Sauhund. Wie sollen wir das machen, bitteschön? Ich habe dir eine Antwort und sie ist einfacher, als du denkst, gibt aber, ich muss es anders sagen, es ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist einfacher, als du denkst, aber es kostet dich alles. Diesen Druck auszuhalten und Jesus nachzufolgen ist einfacher, als du denkst, aber es kostet dich alles. Jesus hat gesagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr an sich selbst denken oder in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Da haben wir die Antwort. Wenn wir unser Leben gewinnen wollen, dann kostet es uns alles, dass wir es loslassen und unser Kreuz auf uns nehmen. Das ist so, it messes with my head. Ich krieg's nicht in den Kopf. Aber ich will lernen, Jesus. Ich will lernen, weil ich dir vertraue. Weil ich deine Güte erfahren habe. Verstehst du? Das ist die Position von jemandem, der Jesus nachfolgt. Der sagt, ich verstehe nicht, was du hier willst von mir. Okay, aber ich höre mal zu, ich will lernen. Es ist ein bisschen wie wenn wir von der Schweiz nach Australien gehen und versuchen, Auto zu fahren. Und so nach ein paar Minuten merken, das ist ja alles auf der anderen Seite. Ich bin mal mit Leo da gewesen und er hat vergessen, dass Linksverkehr ist. Und ist so aus dem Parkplatz rausgekurvt mit seiner Harley und er war mega gut drauf. So, und dann kam ihm ein Auto entgegen und im letzten Moment hat er einen Schlenker gerissen und ist auf die andere Seite rübergekommen und hat sich daran erinnert, dass in Australien Linksverkehr ist. Etwa so ist es, wenn du immer wieder Situationen in deinem Leben antriffst, wo du merkst, oh Scheiße, das passt nicht zum Reich Gottes, das ist noch das alte Reich, das mich ruft. Das ist noch die Nacht, die an mir zieht. Gott, zeig mir deinen Weg. Und ich möchte euch 2 praktische Tipps mitgeben für euren Alltag. Erstens,
Habe einen Fokus. Und auch hier wollen wir wieder von von den Leuten lernen, die uns vorausgegangen sind, von den Mönchen zum Beispiel. Mönche haben einen Fokus gehabt, weil das Wort Mono, wo auch Mönch daran abgeleitet ist, heißt allein. Mono, Stereo, vielleicht klingelt es bei den einen. Mono heißt eins. Ich habe einen Fokus. Ich will nichts anderes außer Jesus. Viele dieser Männer und Frauen in den ersten 2, 3, 4 Jahrhunderten, die haben alles zurückgelassen, um Gott zu suchen. Auf sehr bizarre Weise manchmal. Einige von ihnen sind in die ägyptische Wüste gegangen, haben in Höhlen gelebt für Jahre. Es gab, ich musste das alles ein bisschen lesen in den letzten Wochen, es gab so Hermiten, die einen haben ihre Kleider gar nicht ausgezogen. Ab dem Moment, wo Gott sie gerufen hat, haben sie nicht mehr geduscht und ihre Kleider nicht mehr ausgezogen, weil sie dem entsagen wollten, was die Welt mit sich führt. Ein anderer Hermite hatte alle Kleider abgezogen und ist über 10 Jahre nackt rumgelaufen. Also es hat alles Platz im Reich von Gott. Du kannst wählen. Nee, wir müssen ja diesen Beispielen nicht nachfolgen. Aber was es mir zeigt, da gab es Leute, die haben einfach mit allem, was sie hatten, haben sie Gott gesucht, haben sich von Brot und Wasser ernährt für Jahre, haben sich zurückgezogen, weil sie nur Jesus wollten, von ganzem Herzen. Und manchmal war ihre Autorität so kraftvoll, dass wenn Leute hinkamen, die gingen in Scharen zu ihnen hin, weil sie so eine Autorität hatten, Dämonen auszutreiben und zu heilen. Und die haben sich dann immer wieder versteckt, weil sie gefunden wurden und haben sich wieder versteckt. Aber ich finde es so crazy, wie sie Gott gesucht haben, einen einzigen Fokus hatten. Das können wir lernen von den Mönchen und den Nonnen von früher. Und meine Frage ist, was ist dein Fokus im Leben? Auf was zielst du ab die nächsten Jahre? Und wer darf da reinreden? Viele von euch wissen, dass mein Traum nie unbedingt war, im vollzeitlichen Dienst zu sein, sondern ich wollte Rockstar werden. Dare I said it. Ich wollte Rockstar werden. Ich hatte auch da bereits eingespurt und Songs geschrieben und Beziehungen geknüpft und so weiter. Habe den Weg beschritten, aber über die Jahre habe ich gemerkt, dass Gott mich sieht und sieht und sieht und sagt, Dave, du gehörst in die Church. Ich möchte, dass du dein Talent vor allem in der Kirche einsetzt. Du bist wie eine Brücke in die Welt, ja, aber du bist angemacht wie eine Zugbrücke am Haus Gottes. Das ist ein Ort, wo du hingehörst. Und ich sage nicht für jeden Künstler jetzt, du musst dasselbe tun, wie ich gemacht habe, aber ich sage jedem Künstler und ich sage jedem Unternehmer und ich sage jedem, der einen Traum hat für die nächsten Jahre, bereits ausformuliert im Kopf, was du findest, dann bin ich erfolgreich. Darf Gott deine Pläne durchkreuzen? Darf Gott dich in die Nachfolge rufen, wo er dich haben möchte? Oder ist dein Plan wichtiger? Weil Gott nachzufolgen heißt, du trägst dein Kreuz. Und das Kreuz zu tragen heißt, du bist gehorsam. Es heißt nicht, du musst durch die Weltgeschichte gehen mit einem Latsch. Durch die Weltgeschichte gehen mit einem Letsch und weißt nicht, wo oben und unten ist. Und du musst traurig sein und dich in den Staub werfen. Das heißt, du bist gehorsam zu dem, was Gott dir sagt. Okay? Was ist dein Schritt, wo Gott dich herausfordert? Weil wir alle sind Vollzeitler. Nicht nur die, die in der Kirche arbeiten. Da, wo du bist, da bist du das Werkzeug Gottes im vollzeitigen Dienst. Erster Punkt, habe einen klaren, einzigen Fokus. Zweiter Punkt, nutze die Momente zwischen den Momenten. Die Mönche hatten sehr strikte Tagesabläufe, die waren unterteilt in Beten, in Arbeiten, Beten und Schlafen und Kochen und Arbeiten und Charity. Und es war sehr strikte durchgeplant, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen wahrscheinlich. Wie ist das bei dir und bei mir? Wenn ich am Morgen früh Instagram aufmache, dann komme ich auf dumme Gedanken, ehrlich gesagt. Darum meine Frage, wie gestaltest du deinen Alltag, die Momente zwischen den Momenten und Verpflichtungen? Wie gestaltest du deinen Alltag? Und hier können wir von einem anderen Mönch lernen, das war der Bruder Lorenz. Und der Bruder Lorenz hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, in dem Lärm und Durcheinander meiner Küche, weil er war so ein Küchengehilfe,
Während mehrere Personen gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in so großer Ruhe, als wäre ich auf Knien beim heiligen Sakrament. Kannst du dir das vorstellen? Du bist in deiner Lehrstelle und du musst irgendwelche Dokumente ausfüllen oder du musst einen Garten bestellen. Ich weiß nicht, was deine Lehre ist, oder du musst lernen für dein Examen und du spürst den Frieden Gottes in dir, weil du weißt, Gott hat seine Hand über mir und er wird mich an den und den Ort bringen, wo er mich haben will. Kannst du dein Gebet, dein Leben verbinden mit deiner Aufgabe, die du jeden Tag verrichtest? In der Bibel, hast du gewusst, ist das Wort arbeiten und anbeten das gleiche Wort. Avoda heißt, ich bete dich an Gott. Es heißt aber auch, ich arbeite. Das heißt, deine Arbeit soll eine Anbetung sein. Du kannst Gott anbeten und gleichzeitig arbeiten. Und wie das konkret geht, möchte ich euch so ein bisschen an einem Tagesablauf vorstellen. Wenn du morgen aufstehst, kannst du entweder Instagram durchscrollen oder du kannst sagen, okay Gott, es ist ein neuer Tag und ich atme deine Gegenwart ein und ich danke dir, dass mein Herz noch schlägt. Vielleicht kommt dir ein Song in den Sinn von gestern, vom Sunday Night. Worthy is your name. Und du meditierst 30 Sekunden über das nach, dann schwingst du deine Hüften aus dem Bett, deine Beine und du gehst unter die Dusche. Und wenn ich unter die Dusche gehe, dann ist es wie wenn so ein Segen auf mich runterprasselt. Und da ist mein Moment der Dankbarkeit, wo ich Gott danke für alles, für meine Gesundheit, für meine Familie. Danke Gott, bist du mir nahe. Danke, kann mich nichts trennen von deiner Liebe. Ich rufe mir in Erinnerung, was Gott getan hat für mich und wer er ist. Wenn du dann in dein Auto einsteigst oder ins Tram oder wo auch immer, dann kannst du das verbinden mit einem Gebet. Gott, leite meinen Weg heute. Führe mich zu diesen Personen, die mich brauchen, die eine Berührung brauchen, die eine Ermutigung brauchen. Vielleicht zeigt dir Gott eine Person auf, für die du Fürbitte tun kannst. Wenn du dann in der Schule bist oder bei der Arbeit oder zu Hause und jemand sagt, ich habe solche Kopfschmerzen, anstatt zu sagen, es tut mir mega leid für dich, warum streckst du nicht deine Hand aus und sagst, darf ich für dich beten? Ich bin Christ und in der Bibel hat Jesus immer geheilt und ich dachte, lass es uns probieren, schlechter geht's dir sicher nicht. Mach das, probier es aus. Und wenn du aufs Klo gehst, dann danke Gott dafür, dass alles funktioniert. Okay? Also erster Punkt, habe einen klaren Fokus, einen einzigen Fokus. Zweiter Punkt für deinen Alltag. Nimm Gott in jedem Moment deines Alltags mit. Es gibt diesen bekannten Smith Wigglesworth, britischen Evangelist, der gesagt hat, ich verbringe nicht oft eine halbe Stunde im Gebet. Was für ein Pastor. Danke für die Ehrlichkeit. Er sagt aber dann, aber ich verbringe nie mehr als eine halbe Stunde, ohne zu beten. Weil er geht durch den Tag im Gebet, verbunden mit Gott. Er hört gar nie auf zu beten. Und das kann zu deinem Lifestyle werden. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, Gott auch intensiv zu suchen, manchmal sich zurückzuziehen und diese Orte der Ruhe zu finden und zu etablieren im Alltag. Aber ich rede hier von den Momenten zwischen den Momenten. Weil es bringt dir nichts, wenn Gott ein Sonntagsgott ist für dich. Ein Sunday-Night-Gott. Und unter der Woche würde ich nicht erkennen, dass du Jesus nachfolgst, würde ich dir begegnen. Das ist nicht das Reich des Lichts. Okay? So, letzter Punkt, weil ich habe noch die Frage offen, ich höre sie immer noch in den Ohren, lohnt es sich wirklich all das zu tun, sich zu disziplinieren, nackt auszuziehen oder die Kleider gar nicht mehr abzulegen und in Höhlen zu kriechen und meinen Alltag so zu strukturieren, dass ich auf Jesus ausgerichtet bin? Dave, warum soll sich das alles lohnen? Gut, dass du fragst. Petrus hat bereits Jesus schon dasselbe gefragt, als er gesagt hat, wie ist es denn mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir mitgegangen, Jesus. Wir haben alles für dich gegeben. Was bitteschön haben wir davon? Jesus, was habe ich davon, dass ich jetzt nicht auf Popstar mache, dass ich hier in der Kirche mich verankert habe, dass ich finanzielle Sicherheiten eher ein bisschen zurückstecke und dir vertraue, dass du auch für mich schaust, wenn ich pensioniert bin? Was habe ich davon, dass ich mich für eine Frau entscheide und zu allen anderen Nein sage? Was habe ich davon, Jesus? Guckst du für mich? Kompensierst du mich jetzt? Was ist der Deal?
Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die redende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles 100-fach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch unter Verfolgungen, gehören und außerdem in der künftigen Welt das ewige Leben. Crazy, nicht? Okay, jetzt habe ich den Vers immer gelesen und habe genau eben gedacht, Jesus, du hast gesagt, du kompensierst mich für meine Auslagen. Kennst du das? Ich habe da hier eine Quittung, könntest du bitte, jetzt hast du kein Twint, könntest du mir das zurück erstatten, bitte. Und vor ein paar Wochen habe ich das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist mir etwas Neues aufzeigt. Weil wenn hier die Rede ist, zum Beispiel, dass Gott uns 100-fach Felder zurückgibt. Vielleicht dem Dom hilft das, weil er ist Bauer, aber ich brauche jetzt keine Felder grundsätzlich. Was heißt das für mich? Und ich habe gemerkt, wenn ich mit meinem Motorrad durch die Schweiz fahre und diese wunderschön, das ist zwar Österreich, Entschuldigung, aber wenn ich durch die Gegend fahre, durch die Alpen fahre, ich habe gedacht, vielleicht merkt es jemand, darum habe ich es noch schnell erwähnt, dann fahre ich durch meinen Garten. Ich fahre durch die Schöpfung hindurch, die Jesus geschaffen hat, und ich freue mich mit ihm zusammen. Das ist mein Garten, der Gott für mich bereitet hat. Und dann, was ist mit den Häusern? Nein, Entschuldigung, ich habe noch ein anderes Foto vom Flugzeug. Ich habe ein Flugzeug. Ich bin nach Amerika geflogen in meinem Flugzeug. Ja, gell, was? Ja, das Flugzeug gehört mir, es sind zwar noch ein paar andere Leute drin und ich habe es dann wieder abgeben müssen später, aber in dem Moment war es mein Flugzeug. Was brauche ich ein eigenes Flugzeug, wenn ich es teilen kann mit 200 anderen und 2 Stunden später abfliegen kann? Das ist doch mega cool. Okay, was ist mit Häusern? Was sind die 100-fachen Häuser? Du siehst, es hat nicht so viel damit zu tun, dass Gott dich zurückgestattet mit Besitz, sondern er verändert dein Denken. Checkst? Okay. Häuser. Ich habe hunderte von Häusern, meine Damen und Herren. Hunderte von Häusern. Sagst du, wie kriegt er das hin? Okay. Ich gehe zu Tom Leim ins Appenzell. Habe ein Haus im Appenzell. Ich gehe in die Small Group zu Leo Bigger auf Wallisellen und sehe einen wunderschönen Sonnenaufgang. Sonnenaufgang, Sharon bin nicht so unbedingt. Und das ist mein Zuhause in dem Moment. Hast du gewusst, ich habe ein Haus, das ist besonders groß. Ihr sitzt darin gerade. Das ist mein Haus. Das ist dein Haus. Es ist ein Ort, wo du hinkommen kannst und dich zu Hause fühlen kannst. Und meine Frage ist, wie geht das alles? Warum macht Jesus so ein komisches Versprechen, dass ja, wenn du jetzt zum Beispiel verfolgte Christen ansiehst, dann würdest du sagen, Jesus, du gibst ja gar nicht, was du versprochen hast. Oh doch. Schaut, wer sind die Geschwister, die Mütter, die Brüder? Das seid ihr. Ihr seid meine Brüder, meine Geschwister. Mütter hat es nicht so viele für mich. Ihr seid meine Familie. Du bist meine Familie. Ich gehöre in deine Familie. Wenn Gott dich von neuem, wenn du von neuem geboren bist, dann wirst du hineingeboren in eine Familie. Und egal, wo du hingehst auf der Welt, du findest ein Zuhause. Ist das nicht crazy? Ja, schaut euch mal um. Schaut dich mal um. Das sind deine Brüder und Schwestern, ist doch crazy. Gebt euch einen Applaus, gebt Gott einen Applaus, dass du nicht alleine durchs Leben gehen musst. Der Punkt ist eben das, was Gott schenkt, ist nicht eine Kompensation, sondern eine Multiplikation in einer neuen Dimension. Das Königreich Gottes ist alles ein bisschen anders, als du es dir gewohnt bist, aber es ist kraftvoller, als du es dir gewohnt bist. Take it from someone, der Gott schon seit über 20 Jahren nachfolgt. Ich weiß, von was ich spreche. Das Reich Gottes funktioniert. Es funktioniert immer. Es funktioniert, wenn du leidest und krank bist. Es funktioniert, wenn du Erfolg hast und alle dir auf die Schulter klopfen, weil du so ein geiler Sieg bist. Es funktioniert, wenn du Erfolg hast. Es funktioniert, wenn du denkst, wie soll der nächste Tag überhaupt passieren. Das Reich Gottes funktioniert. Und all den Widerstand, den du erlebst von außen, von der Welt,
lass dich nicht blenden. Das ist nicht das größte Problem von dir und mir. Mit dem möchte ich enden. Das größte Problem von dir und mir ist unser eigenes Herz. Das Reich Gottes muss, auch da Gott beschreibt seine Botschaft mit einem Samen, der auf Herzen gesät wird. Und die Frage ist ein Herz, das den Samen von Gott tragen kann und Frucht bringt? Wie steht es um dein Herz? Wie sehr willst du wirklich ein Bürger vom Reich Gottes sein? Ein bisschen? 2/3? Wenn du es so einteilen könntest, wie viel von deinen Plänen stellst du Gott wirklich zur Verfügung? Welche Bereiche so halb, welche ganz? Das ist meine Frage an dich heute Abend. Und wir werden jetzt ein Lied hören, einen Solo-Song, der heißt Quiet. Und nach diesem Song bitte ich dich, dass wir nicht klatschen, keinen Applaus geben, sondern einfach ruhig werden. Und der Heilige Geist möge zu dir sprechen und dein Herz bewegen, dass du dich öffnen kannst und dich ganz hingeben kannst, was immer auch das heißt. Das ist mein Gebet. Quiet. Here we go again, my mind's racing and I can't seem to it. All these crazy thoughts and feelings, it's like it never ends until your voice breaks through my noise. And I know I'm not alone, not alone. You will find my battles if I would just be still. Oh, I keep running when you're here. I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I don't need to know what comes next. Tomorrow's in your hands. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice, come me forward. And I know I'm not alone, not alone. Away with the distractions, I wanna hear what's true. The only words that matter, they come from you. I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I'll just be still here in your presence. There's no place I'd rather be right now. I'll just be still, Lord, here with you. Quiet, oh God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll just be quiet, I'll just be quiet. Oh God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it.
I'll be quiet. Wenn ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder auch sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, Dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt segnen wir dich einfach, dass Yes. Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen. Amen.